Guten Morgen und willkommen zurück auf meinem Channel. Wir schwatzen heute über etwas, was zum uns Leute mega beschäftigt, und zwar Kohlenhydrate. Ich will einfach mal ein bisschen von meinen Erfahrungen, was Kohlenhydrate angeht, aber wieso ich will darüber schwatzen. Ist schon eigentlich, wenn wir von ganz viel anfangen, ich kann immer essen, was ich wollte. Ich war ja 12 Jahre lang am Kunstturnen, das heißt, ich hatte 3 bis 4 Mal auch Training, das heißt immer 2 bis sogar 3 Stunden. Dann habe ich mir dann immer gute fettige Kieber gedreht, waren sogar 2. Und ich war so. Ja, das ist natürlich gut, wenn ich ein bisschen mehr jung ist. Mit der Zeit, mit dem Alter ändert sich das natürlich auch, dass ich nicht mehr gerade kann essen, was ich will. Aber das heißt aber nicht, dass ich keine Kohlenhydrate mehr essen. Das ist so, wie ich schon gerade gesagt habe, ich konnte immer essen, was ich wollte. Ich bin wirklich nicht dick gehen, ich habe nicht beigeholt. Ich habe ein mega geiles Sixpack, ich hatte wirklich eine Topfigur. Und ja, wie ich dann angefangen habe mit dem ganzen Sport, das hat ja echt bei mir angefangen mit dem Healthy Eating. Ja, da habe ich eigentlich, bin ich mal ein bisschen mehr bewusst gewesen, was eigentlich gesunde Ernährung ist. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich will viel nur mit Pizza gegessen. Pizza. Ja, oder Kebab. Oder dann schon just fettig Nudeln. Das war dann aber auch noch später am Lycée natürlich. Weil ich so sondern mit der Stunde nicht irgendwo cool und noch kein Bock habe, wie Streber an die Kantine zu gehen, weil das war nicht cool genug. Ja, voilà, das heißt schon Kohlenhydraten du auch noch nicht waschgelos. Ich schon eigentlich ziemlich viel gegessen, ich schon nicht so viel Fleisch gegessen. Ich schon mal oft Overs, wirklich eine Dickfett-Schüssel Tabbouleh gemacht, gekocht mit irgendwelchen Fischgedängel, dann noch ein paar Scampien dabei geklagt, und das war so lecker. Oder schon mal Overs einfach Carrément Spaghetti gemacht an der Pan, also schon sie gekocht, an Pan gehalten, Käse dabei gemacht, so mal ganze Pack. Dann noch Ketchup drauf, Mayonnaise drauf, und ja, für das noch zu toppen und ein bisschen Magie. Weil ich kann nicht essen ohne Magie. Und ja, dann habe ich dann angefangen, ein bisschen spezifisch an der Bodybuilding ranzurutschen, wenn ich das so kann sagen. Und dann habe ich mich natürlich auch rangelesen. Und ich wollte Carrément wirklich richtig gut definiert gehen. Und wenn ich zurückdenke, war ich eigentlich schon nicht schlecht definiert, wenn ich so kann sagen. Ja, dann habe ich mal gedacht, ja, okay, leiste Kohlenhydrate einfach mal wasch. Also nicht ganz wasch, mir schon so Carrément wirklich stark reduziert. Und wenn ich schon zurückdenke, das war ein großer Fehler, und das hatte ich meiner Meinung nach nie dürfen machen. Ich dann eigentlich auch zum zweiten Teil bringt, und zwar direkt zu meinen Präparationen. Voilà, ich schon dezidiert am Dezember 2013? 2014? Egal. Für 3 Jahre am Dezember habe ich mich dezidiert, dass ich viel Konkurse mache. Nachdem ich das Jahr eben auf der FIBO war und nicht gesehen habe und nicht unbedingt machen. Dann habe ich eben Kohlenhydrate reduziert, weil ich eben wollte auch aufholen und wirklich mega shredded as fucking und überall Venen haben und heiern. Ja, dann habe ich Kohlenhydrate reduziert, hat natürlich auch eine volle Stunde schon aufgeholt. Die Zeit war mein Höchstgewicht 55 Kilo. Dann sind ich raufgegangen auf Carrément, ich meine sogar 50 Kilo, wenn ich mich nicht irre. Da kann so ungefähr hinkommen. Fett weiß ich nicht, wie ich da drauf war, das habe ich damals nicht wirklich gemacht und auch nicht aufgeschrieben. Ja, du siehst aus dem Konkurs gekommen, mein ersten. Ja, ich war dünn. Du hast noch gesehen, ein bisschen, dass ich trainiert habe, aber ich habe absolut keine Formen. Ich war einfach just ein Strich. Und so gesehen war ich eine Fit-Version von dem Skinny Fat. Also, noch nicht Skinny Fat, aber ich war wirklich dünn. Und ja, weil ich eben schon mein Leben lang Sport gemacht habe, war wirklich alles fest bei mir, Gott sei Dank. Ja, so ist es da weitergegangen. Und auch an meiner, nennen wir mal Off-Season, war ich immer mega niedrig mit den Kohlenhydraten. Und ich hatte auch die eine oder andere Zeit zu einer Pendeldiät, wo ich dann einen Tag Refeed Day hatte, wo ich da ein bisschen mehr hatte. Das war aber meistens, wenn ich einen schweren Training hatte, wie Ben oder Rick. Für das hat natürlich auch direkt nicht so verbrannt gehen, weil, oh mein Gott, das ging nicht fett. Ja, und da, wenn ich nicht trainiert habe, hatte ich Carrément keine Kohlenhydrate, wenn ich mal so kann sagen. Das heißt, just das, was am Shake war, aus dem Obst oder aus dem Gemüse oder so irgendwas mehr. Und solche rein Kohlenhydrate
wie Nudeln, Grumpren oder so hatte ich auf Restdays kein. Voilà, das ist dann so mal 2 Jahre so gegangen, bis eben im April. Und dann habe ich einfach dezidiert, okay, nee, das will ich nicht mehr, ich will auch nicht mehr so weiterleben, weil ich schon Kohlenhydrate mega gerne und ich meine, ich finde Kohlenhydrate nicht geil, das ist einfach nicht geil. Und voilà, dann habe ich einfach dezidiert, okay, müsste ich auf die krasse Art und Weise. Dann habe ich mega viel Kohlenhydrate reingeballert. Okay, ich habe noch die erste Woche noch im April, letztes Jahr wirklich ein bisschen übertrieben. Nicht so viel. Du hast natürlich auch beigeholt, was normal ist. Mein Körper wird nicht gewinnt und plus nur der krasse Diät, die ich habe. Du hattest 2 Monate praktisch keine Kohlenhydrate, nicht viel Fett. Aber wenn du darum Kohlenhydrate isst, ja okay, du geht dann am Körper ich kriege Kohlenhydrate, ich muss speichern, weil ich kriege sonst keinen mehr. Weil ich habe ja so ein Arschloch. Aber Gott mag keinen. Voilà, das heißt, ja. Ich schon einfach mal einen umgedrehten Crash Zufuhr von Kohlenhydrate gemacht und Milchprodukte. Weil Milchprodukte habe ich auch viel lang aus meiner Diät verbannt. Das ist eine andere Sache, dazu kommt schon in einem anderen Video dazu. Das heißt, von April bis ja, Oktober, November habe ich wirklich probiert, so viel wie möglich Kohlenhydrate zu essen. War mir auch bewusst, dass ich dabei beiholen. Und ehrlich gesagt, war mir egal. Mit Uwe Hammer, also mit meinem Coach, wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe, probieren wir meine Kalorien, respektive meine Kohlenhydrate wirklich hoch zu tapern, so lang und so hoch wie es geht. Für dass mein Körper erstens mal mehr Power hat, dass mein Körper normal funktioniert, den hat es dann auch normal funktioniert. Ich merke dann verloren, dass ich viel mehr wackrig bin durch Kohlenhydrate und ich habe gemeint, Kohlenhydrate die für mich mega mitmachen. Mir das war einfach, wie gesagt, mein Körper war nicht gewinnt. Und voilà. Sind wir am Gangen, Kalorien und Kohlenhydraten hochzubringen. Seitdem habe ich auch Progress gemacht. Ich schon die 3-4 Kilo aufgeholt schon. Ja. Ich schon für das letzte, wo ich bei ihm war, hatte ich 1,5% Körperfett rauf. Obwohl ich an den 2-3 Wochen einfach komplett out war, weil ich nicht trainieren, weil ich den Virus erwischt habe. Und ja, du wirst denken, dass Javelo auch noch ein bisschen mehr raufgegangen sind. Ich selber fühle mich auch gar nicht mehr so wasserig, obwohl ich viel Kohlenhydrate esse. Am Moment leide ich die 200 bis 250 der Tisch. Ich weiß nicht genau, mit das selbst du der Tisch sind. Kohlenhydraten und voilà, ich bin im Moment bei bald 2000 Kalorien. Dem wir die nächsten Check-up geht, aber wenn ich nach Progress gemacht habe, was Aufspecken angeht, gehen wir noch ein paar Kalorien an die Kohlenhydraten nichts wahrscheinlich rauf. Und voilà, das probieren wir dann so lange zu halten, währenddem ich eben dabei aufhole, weil bis so klappt das ja. Das heißt, mein Stoffwechsel ist eigentlich morgen auf dem Punkt, dass es schafft, dass er mir Kohlenhydrate verstoffwechselt. Das heißt, dass er Kohlenhydrate nicht speichert und auch seine Reserven und sich aufgeht, was ja dann eben den Effekt ist, dass ich Körperfett aufholen, respektive mein Körperfett und reduzieren. Das ist so genau das, was man will. Voilà, ich habe eben 2 Jahre gebraucht, bis ich endlich morgen gecheckt habe, dass ich eigentlich kann so viel Kohlenhydraten essen, wie ich will. Man nicht so viel, wie ich will, mehr essen wie sonst. Ohne irgendwie fett zu gehen, ohne irgendwie abzulaufen wie ein mega Ballon. Und ja, 2 Jahre. Aber ich lerne den aus seinen Fehlern und ich habe mir einfach gedacht, es kann nicht sein, dass ich sonst wirklich immer essen kann, was ich wollte. Ich sehe wirklich nicht dick, ich hatte auch vielleicht mal im Alter zu dienen. Nun konnte ich schon an Tanzen gegangen, währenddem habe ich auch noch Fitness gemacht. Aber ich meine, ich bin nicht schnell von dem Training, weil das ist furchtbar. Und voilà, dann eben noch der Pole Dance, du kannst schon noch mehr essen, was ich will, du schon noch gehst, es ist egal, was du gehst. Ich meine, schon am Lycée morgens, wenn ich Kelloggs gehst, die voll mit Zucker sind, und irgendwelchen, nennen wir Kohlenhydrate, einfach Zucker, nennen den auch, das heißt, Kohlenhydrate, die schnell vom Körper abgeholt gehen und auch gerade so sehr flöte sind, wie das ihn so abhält. Und dann kriegt ihr natürlich ein mega Craving.
Das heißt, es gelöscht den einfach nur Zucker. Das heißt, Humor an der Schulter und an der kleinen Pause ein Mandarine gedreckt oder ein Bananen. An Mars, Twix, Ballisto. Ja, Ballisto war ja dick gesund, hallo? Ja, wir fanden Kohlenhydrate sind echt schlechtes, also probiert so viel Kohlenhydrate wie möglich an ihren Essplan anzubauen. Da könnt ihr selber mal ein bisschen probieren, wie das bei euch funktioniert, weil das am besten verdaut. Ich persönlich sind am Moment mega geil ob Vollkornnudeln oder Dinkelnudeln, ich finde mega geil, auch allein vom Goût hier. Und ich kriege hier so Bauchweh, ich bleibe gut nicht ab, ich fühle mich wirklich gut dabei. Bleibt das auch lang, also bei Nudeln. Und ich habe noch kein Problem, mit alltag Nudeln zu essen, weil Nudeln sind mega geil. Und kein kann man so einen Nudeln nicht geben, weil Nudeln sind geil. Also, Fazit ist, Kohlenhydrate sind nicht schlecht, verbannt sie nicht aus ihrer Diät, probiert sie so lang wie möglich, also so heiß wie möglich zu halten. Wenn er an eine Wettkampfdiät geht, das ist nämlich auch der Plan, den Uwe holt an ich. Wir gucken, wie gesagt, Kohlenhydrate an, dementsprechend eben noch Kalorien so heiß wie möglich zu halten. Für Hanno ehrlich an Diät gehen, dass ich nicht so viel krass muss raufgehen und ein Defizit, weil mein Körper einen guten Stoffwechsel hat und Kohlenhydrate noch gut verstoffwechselt, das heißt gut verbrannt und seine Reserven eben aufgeht, sozusagen, weil er genau weiß, also der Körper, weil der Körper genau weiß, dass er nach Kohlenhydrate kriegt, dass er sie nicht unbedingt muss speichern und voilà. Das merkt den doch selber, das schafft ihr viel besser. Ich habe viel mehr Energie beim Training. Ich habe noch einen richtig geilen Punkt beim Training. Wenn da Proteine zum Beispiel zu hoch sind, das habe ich nämlich erlebt. Mein Körper war total übersäuert. Und auch wenn ich nicht gemeint habe, weil ich keine Kohlenhydrate habe und zu viel Proteine, das heißt, ich schon Proteine so angepasst zu meinem normalen Gewicht und soll eigentlich Proteine anpassen zu der Muskelmasse. Weil Fett braucht keine Proteine. Der Muskel braucht aber Proteine, voilà. Und dadurch war mein Körper dem auch übersäuert, das selbst, was ich noch vergessen habe zu sagen. Und dadurch war ich mega abgeschwemmt und ich habe mich gefühlt wie so ein Würstchen, wo ihn drauf hegt an den Augen so platzt. Und voilà, los seit ich Kohlenhydrate essen und stand mehr Proteine noch ein bisschen mehr raufgemacht. Weil auch Kohlenhydrate sind wichtig für den Muskelaufbau, für das die so gefiedert gehen. Das war mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Kohlenhydrate, könnt ihr mir gerne schreiben. Wenn ihr sonst eine Idee habt für das nächste Video, weil die nächste wird eventuell etwas über Milch produzieren. Auch da meine Erfahrungen und was ich davon erhalten. Ihr seht dann in meinem nächsten Video. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ja liken oder respektiv am besten auch den Channel abonnieren, dass ihr das nächste Video nicht verpasst. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Weekend. Trainiert gut, wenn ihr nach trainieren geht, auch für den Rest ist Kohlenhydrate.